Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Die Taschen sehen schwer aus und Oh, guten Tag, das ist sehr nett. Ja, Sie sind wirklich schwer heute. kein Problem. Wo müssen Sie hin? Ich fahre mit dem Bus nach Hause, nur 3 Stationen von hier. Das ist nicht weit. Soll ich eine Tasche für Sie tragen? Ja, bitte, das wäre wunderbar. Mein Rücken tut heute weh. Natürlich. Hier, ich nehme die große Tasche. Dankeschön. Sie sind sehr hilfsbereit. Gern geschehen. Warten Sie auch schon lange auf den Bus? Ja, ich stehe schon seit 10 Minuten hier. Der Bus hat oft Verspätung. Das kenne ich. Die Busse kommen selten pünktlich. Stimmt. Fahren Sie auch mit dem Bus? Ja, ich fahre zur Arbeit. Heute habe ich Spätschicht. Oh, arbeiten Sie in der Stadt? Ja, ich arbeite in einem kleinen Café. Und Sie, wohnen Sie hier in der Nähe? Ja, ich wohne in der Lindenstraße. Es ist ganz ruhig dort. Das klingt schön. Ich wohne im Nachbarviertel. Ach, wirklich? Vielleicht haben wir uns schon mal gesehen. Möglich. Gehen Sie oft einkaufen? Ja, meistens samstags. Aber heute gab es im Supermarkt Angebote. Darum haben Sie so viel eingekauft. Genau, ich koche gern für meine Familie. Was kochen Sie heute? Heute gibt es Gemüsesuppe und Apfelkuchen. Das klingt lecker. Kochen Sie oft selbst? Ja, fast jeden Tag. Und Sie, kochen Sie gern? Manchmal, aber oft esse ich im Café. Das verstehe ich. Im Café gibt es bestimmt viele Kuchen. Ja, wir haben viele Sorten. Mögen Sie Kuchen? Oh ja, besonders Schokoladenkuchen. Den haben wir auch. Ich bringe Ihnen gern mal ein Stück mit. Das ist aber lieb. Das würde mich freuen. Kein Problem. Ich wohne ja ganz in der Nähe. Sie sind wirklich freundlich. Arbeiten Sie schon lange im Café? Seit 2 Jahren. Es macht Spaß, aber es ist auch anstrengend. Ja, die Arbeit mit Menschen ist oft nicht leicht. Genau, aber die Gäste sind meistens nett. Das ist schön zu hören. Haben Sie viele Stammkunden? Ja, viele kommen jeden Tag. Manche kenne ich schon gut. Das ist wie eine kleine Familie. Ja, das stimmt. Kennen Sie das Café? Ich glaube, ja. Es ist das mit den bunten Stühlen, oder? Genau das. Vielleicht kommen Sie mal vorbei. Das mache ich gern. Ich liebe gemütliche Cafés. Dann freue ich mich schon auf Ihren Besuch. Ich bringe dann vielleicht meine Enkelin mit. Sehr gern. Kinder sind immer willkommen. Oh, da kommt unser Bus. Super, dann helfe ich Ihnen beim Einsteigen. Danke, Markus. Sie heißen Markus, oder? Ja, genau. Und Sie? Ich heiße Brigitte. Schön, Sie kennenzulernen, Brigitte. Ebenso, Markus. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sehr gern.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke Ihnen auch einen guten Arbeitstag. Bis bald im Café. Bis bald, Markus. Hallo? Bist du nicht Laura? Markus? Oh, wow. Ja, ich bin Laura. Das ist ja eine Überraschung. Das glaube ich nicht. Wie lange ist es her? 5 Jahre? Mehr glaube ich, vielleicht sogar 7. Wie geht es dir? Mir geht es gut, danke. Und dir? Auch gut, danke. Was machst du hier an der Bushaltestelle? Ich fahre zur Arbeit. Und du? Ich gehe einkaufen. Mein Bus kommt gleich. Wo arbeitest du jetzt? Ich arbeite in einem Büro in der Innenstadt. Und du? Arbeitest du noch im Café? Nein, das Café ist geschlossen. Jetzt arbeite ich in einer Apotheke. Oh, interessant. Gefällt es dir dort? Ja, es macht Spaß. Die Kollegen sind nett. Und du? Magst du dein Büro? Es ist okay. Manchmal ein bisschen langweilig, aber die Arbeit ist sicher. Das klingt gut. Hast du Familie in der Stadt? Ja, meine Eltern wohnen hier. Und du? Bist du umgezogen? Nein, ich wohne noch in der alten Wohnung, ganz in der Nähe. Echt? Da habe ich früher oft auf dem Weg zur Schule gesehen. Ja, das stimmt. Wir sind oft zusammen Bus gefahren. Genau. Erinnerst du dich an Frau Schneider, unsere Lehrerin? Natürlich, sie war immer so freundlich. Ich habe sie letztes Jahr im Supermarkt getroffen. Echt? Wie geht es ihr? Sie sieht gesund aus. Sie hat mir erzählt, dass sie jetzt reist. Das passt zu ihr. Sie wollte immer die Welt sehen. Ja, sag mal, hast du Kontakt zu alten Schulfreunden? Nur ein bisschen. Ich sehe manchmal Jana im Park. Jana? Sie war immer lustig. Was macht sie jetzt? Sie hat ein Kind bekommen und arbeitet Teilzeit. Oh, wie schön. Ich habe auch einen alten Freund wieder getroffen, Paul. Wirklich? Wo? Im Fitnessstudio. Er trainiert dort oft. Das klingt toll. Ich sollte auch wieder Sport machen. Ja, Bewegung ist wichtig. Ich spiele manchmal Fußball. Mit einer Mannschaft? Nein, nur mit Kollegen einmal pro Woche. Und du? Hast du Hobbys? Ich lese gern. Und ich male manchmal am Wochenende. Was malst du? Blumen und Landschaften. Es entspannt mich. Das klingt schön. Hast du schon Bilder verkauft? Nein, das nicht. Es ist nur ein Hobby. Vielleicht kommt das noch. Du warst immer kreativ. Danke, Markus. Das freut mich. Du warst immer sportlich. Danke, Laura. Es ist schön, dich wiederzusehen. Ja, wirklich. Es fühlt sich an wie früher. Hast du Zeit für einen Kaffee irgendwann? Gern. Das wäre schön. Vielleicht am Samstag? Samstag passt gut. Wollen wir uns im neuen Café am Markt treffen?
Ja, das ist eine gute Idee. Um 10 Uhr? Perfekt. Ich freue mich schon. Ich auch. Oh, mein Bus kommt gleich. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag, Laura. Danke, Markus. Dir auch einen schönen Tag. Bis Samstag. Bis Samstag. Guten Morgen. Entschuldigung, kann ich kurz stören? Guten Morgen. Natürlich, wie kann ich helfen? Ich möchte ein Busticket kaufen, aber ich habe das noch nie gemacht. Kein Problem. Der Automat ist manchmal etwas kompliziert. Wohin möchten Sie fahren? Ich möchte zum Hauptbahnhof. Wissen Sie, welches Ticket ich brauche? Ja, zum Hauptbahnhof reicht ein Einzelticket. Möchten Sie nur hin oder auch zurück? Nur hin, bitte. Wo muss ich das Ticket auswählen? Drücken Sie zuerst auf Einzelticket. Dann wählen Sie die Zone aus. Welche Zone ist das für den Hauptbahnhof? Das ist Zone 1. Sie können Zone 1 auf dem Bildschirm sehen. Ah, ich sehe es. Und wie bezahle ich das Ticket? Sie können mit Münzen, Scheinen oder Karte bezahlen. Was möchten Sie benutzen? Ich habe nur eine EC-Karte dabei. Geht das? Ja, das geht. Einfach die Karte an das Lesegerät halten. Oh, das ist praktisch. Muss ich die Karte schon jetzt halten? Nein, erst nach der Auswahl wählen Sie zuerst das Ticket aus. Okay, ich habe Einzelticket Zone 1 gewählt. Jetzt auf Bezahlen. Genau, dann zeigt der Automat den Preis an. Es kostet 2,80 Euro. Ist das richtig? Ja, das stimmt für diese Strecke. Gut, ich halte jetzt meine Karte dran. Ja, und dann warten Sie kurz. Es piept, wenn es fertig ist. Es hat gepiept. Kommt das Ticket jetzt raus? Ja, unten im Fach. Sie können es herausnehmen. Ich habe das Ticket. Muss ich es noch entwerten? Ja, vor dem Einsteigen müssen Sie das Ticket entwerten. Wo finde ich den Entwerter? Der Entwerter ist direkt neben dem Automaten, da vorne. Ah, ich sehe ihn. Einfach das Ticket hineinstecken? Genau, dann hören Sie ein kleines Klicken. Es hat geklickt. Jetzt ist das Ticket entwertet. Ja, jetzt ist alles in Ordnung. Super! Ich war ein bisschen nervös. Danke für Ihre Hilfe. Kein Problem, das kenne ich. Die Automaten sind wirklich nicht immer leicht. Fahren Sie auch mit dem Bus heute? Ja, ich fahre zur Arbeit in die Innenstadt. Oh, dann fahren wir in dieselbe Richtung. Ja, der Bus zum Hauptbahnhof hält an meiner Station. Kommt der Bus pünktlich hier? Meistens ja, aber manchmal hat er ein paar Minuten Verspätung. Wie lange dauert die Fahrt bis zum Hauptbahnhof? Ungefähr 15 Minuten, wenn kein Stau ist. Das klingt gut. Ich bin heute zum ersten Mal hier. Ach so, sind Sie neu in der Stadt?
Ja, ich bin gestern angekommen. Ich besuche meine Schwester. Das ist schön. Wie gefällt Ihnen die Stadt bis jetzt? Sehr gut. Es ist ruhig und die Leute sind freundlich. Ja, das finde ich auch. Woher kommen Sie? Aus Hamburg. Es ist dort viel größer und lauter. Ja, hier ist es kleiner, aber gemütlich. Ich mag das. Haben Sie Tipps für Sehenswürdigkeiten? Der Stadtpark ist sehr schön und das Schloss lohnt sich auch. Danke für den Tipp. Ist das Schloss weit vom Hauptbahnhof? Nein, nur 10 Minuten zu Fuß. Super. Dann schaue ich es mir an. Möchten Sie noch etwas wissen? Nein, Sie haben mir sehr geholfen. Danke nochmal. Gern geschehen. Sie wirken jetzt entspannter. Ja, ich war am Anfang etwas gestresst, Das verstehe ich. Reisen ist manchmal anstrengend. aber mit freundlichen Menschen ist es einfacher. Das stimmt. Der Bus müsste gleich kommen. Ja, ich sehe ihn schon um die Ecke. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Fahrt und einen schönen Tag. Danke, Ihnen auch einen schönen Tag und eine gute Arbeit. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Morgen. Oh, Entschuldigung, ich bin auf Ihren Fuß getreten. Au, das hat wehgetan, aber es ist schon okay. Guten Morgen. Es tut mir wirklich leid. Ich habe Sie nicht gesehen. Kein Problem. Es ist ja viel los an der Bushaltestelle. Ja, heute sind viele Menschen hier. Warten Sie auch auf den Bus 23? Nein, ich fahre mit dem Bus 10 zur Arbeit und Sie? Ich nehme den Bus 23 zur Universität. Die Busse sind heute wieder spät. Ja, das stimmt. Ich hoffe, meiner kommt bald. Gehen Sie oft zur Uni? Ja, fast jeden Tag. Und arbeiten Sie in der Nähe? Ja, ich arbeite im Büro gleich um die Ecke. Es ist nicht weit von hier. Das ist praktisch. Arbeiten Sie schon lange dort? Seit 2 Jahren. Und was studieren Sie an der Uni? Ich studiere Maschinenbau. Es ist manchmal schwierig, aber interessant. Oh, das klingt spannend. Mögen Sie Ihr Studium? Ja, meistens schon. Aber die Prüfungen sind stressig und Ihre Arbeit. Ich mag meinen Job, aber manchmal ist er auch stressig. Ja, das kenne ich. Die Stadt ist morgens immer so hektisch. Genau, viele Menschen, viel Verkehr und alle haben es eilig. Ich war heute auch in Eile, deswegen habe ich nicht aufgepasst. Nochmal Entschuldigung. Kein Problem, wirklich, mein Fuß tut nur ein bisschen weh. Oh nein, kann ich Ihnen helfen? Möchten Sie sich setzen? Nein, danke, es ist schon besser. Ich muss sowieso gleich in den Bus steigen. Das ist gut. Ich hoffe, es geht gleich wieder ganz weg. Danke, Sie sind sehr nett. Das freut mich zu hören. Fahren Sie jeden Tag mit dem Bus? Ja, meistens.
Manchmal fahre ich auch Fahrrad, wenn das Wetter schön ist. Das ist gesund. Im Winter ist es aber schwierig, oder? Ja, im Winter nehme ich lieber den Bus. Es ist so kalt. Das kann ich verstehen. Ich mag den Winter, aber nur zu Hause mit Tee. Oh ja, Tee mag ich auch gern, besonders Kräutertee. Ich trinke gern schwarzen Tee am Morgen. Das macht wach. Kaffee ist mir zu stark. Tee finde ich besser. Ich mag auch Kaffee, aber nur am Nachmittag. Haben Sie viele Vorlesungen heute? Ja, heute habe ich 3. Die erste beginnt um 9 Uhr. Dann müssen Sie sich beeilen. Der Bus kommt bestimmt gleich. Ja, ich hoffe es. Wie lange fahren Sie bis zur Arbeit? Nur 10 Minuten, das geht schnell. Und Sie zur Uni? Mit dem Bus etwa 30 Minuten. Ich lese meistens im Bus. Was lesen Sie gern? Romane oder Zeitungen. Manchmal lerne ich auch Vokabeln. Lernen Sie eine neue Sprache? Ja, ich lerne Spanisch. Es macht Spaß. Toll! Ich spreche ein bisschen Englisch, aber nicht so gut. Englisch ist nützlich. Vielleicht können wir mal zusammen üben. Das wäre schön. Ich würde gern besser Englisch sprechen. Dann können wir uns mal auf einen Tee treffen und zusammen lernen. Das klingt gut. Vielleicht nächste Woche? Ja, sehr gern. Ich gebe Ihnen meine Nummer. Super, ich schreibe sie auf. Hier bitte. Und wie heißt Ihr Vorname? Ich heiße Sabine und Sie? Ich heiße Markus. Freut mich, Sabine. Freut mich auch, Markus. Ich hoffe, Ihr Fuß tut nicht mehr weh. Danke, es geht schon besser. Sie sind sehr freundlich. Gern geschehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke Ihnen auch viel Erfolg an der Uni. Danke, vielleicht sehen wir uns bald im Bus. Ja, gerne. Bis bald, Markus. Bis bald, Sabine. Guten Morgen. Guten Morgen. Wartest du auch auf den Bus? Ja, ich warte auf den Bus Nummer 12. Und du? Ich auch. Weißt du, wann der nächste Bus kommt? Nein, ich bin mir nicht sicher. Hast du vielleicht den Fahrplan gesehen? Nein, ich habe nicht geschaut. Vielleicht hängt er hier irgendwo. Ich habe nur gesehen, dass der letzte Bus vor 5 Minuten gefahren ist. Oh, schade. Dann müssen wir wohl ein bisschen warten. Ja, das stimmt. Weißt du, wie oft der Bus normalerweise kommt? Ich glaube alle 20 Minuten, aber manchmal gibt es Verspätung. Ja, heute ist viel Verkehr. Es ist Montagmorgen. Genau. Fährst du jeden Tag mit dem Bus? Ja, meistens. Ich arbeite in der Stadtmitte. Und du? Ich fahre auch fast jeden Tag. Ich arbeite im Büro in der Nähe vom Hauptbahnhof. Oh, das ist praktisch. Wie lange brauchst du mit dem Bus? Ungefähr 30 Minuten. Und du? Bei mir dauert es 20 Minuten, wenn kein Stau ist.
Das ist nicht so schlimm. Nein, es geht. Aber manchmal ist es sehr voll im Bus. Ja, das kenne ich. Morgens und abends sind viele Leute unterwegs. Fährst du manchmal mit dem Fahrrad? Nein, ich habe kein Fahrrad. Und du? Ich fahre im Sommer manchmal Fahrrad, aber im Winter ist es zu kalt. Das stimmt. Im Winter ist Busfahren besser. Ja, und man kann im Bus Musik hören oder ein Buch lesen. Genau. Was liest du gern? Ich lese gern Krimis und du? Ich lese lieber Zeitungen oder Magazine. Oh, das ist auch interessant. Ja. Sag mal, hast du vielleicht eine Bus-App auf deinem Handy? Ja, ich habe eine. Ich kann mal nachsehen, wann der nächste Bus kommt. Das wäre nett, danke. Einen Moment. Der nächste Bus kommt in 7 Minuten. Super, danke für die Info. Kein Problem. 7 Minuten sind nicht so lang. Nein, das geht schnell. Bist du heute schon lange unterwegs? Nein, ich bin gerade erst losgegangen. Ich wohne ganz in der Nähe. Das ist praktisch. Ich muss immer 10 Minuten laufen. Ein bisschen Bewegung am Morgen ist gut. Ja, das stimmt. Es ist auch ein schöner Tag heute. Ja, die Sonne scheint. Es ist schon warm für Frühling. Ich hoffe, es bleibt so. Ja, das wäre schön. Fährst du am Wochenende auch mit dem Bus? Manchmal. Oft fahre ich zu meinen Eltern. Sie wohnen im Nachbardorf. Das ist schön. Besuchst du sie oft? Ja, fast jeden Samstag. Und du, hast du Familie in der Nähe? Ja, meine Eltern wohnen auch in der Stadt. Das ist praktisch. Ja? Oh, ich glaube, der Bus kommt gleich. Ja, da vorne fährt er schon. Super, dann können wir endlich losfahren. Ja, endlich. Es war nett, mit dir zu sprechen. Danke, das fand ich auch. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke dir auch einen schönen Tag. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder hier. Ja, das wäre schön. Bis dann. Bis dann.